Gundê biçûk tap pişta xwe sipardiyê sê giran û li bêriya jêr dûr mêzê dike. Cadeya rojhilata mezin tapî bi bajarê ku bi otomobîlê 2 saaten dûrê vêgirê dide. Tap, das kleine Dorf, lehnt seinen Rücken an 3 Hügel und schaut in die fernliegende Tiefebene. Die große Straße aus dem Osten verbindet Tap mit der Stadt, die 2 Autostunden entfernt ist. Eine große Quelle versorgt etwa 100 Bauernfamilien mit klarem Wasser und liegt auf der linken Seite der sich von Osten heranschlängelnden Straße. Eine runde, dicke Steinmauer sammelt das Wasser in einem riesigen Wasserbecken. Die Mauer hat 3 Öffnungen, aus denen das Wasser herausfließt. Der Fremde weiß immer, was richtig ist. Der Fremde trägt meist einen breitkrempigen Hut, hat ein Gewehr in der Hand und mindestens einen Colt umgeschnallt und heißt John oder James oder Clint oder meinetwegen auch Gary. Niemand weiß, wo er herkommt und wo er hingeht. Er taucht einmal kurz auf, dabei wird es sehr laut und dann geht er wieder. Oder reitet davon in den Sonnenuntergang. Er ist von Beruf Sheriff oder Marshal oder oft auch nur irgend so ein Cowboy. Aber das Wichtigste ist für ihn, dass er nach dem Rechten sehen kann. Was Recht und Rechtens ist, weiß letztlich nur er allein. Die anderen nimmt er meist nicht einmal so ernst, dass er es ihnen sagt. Er tut es einfach, koste es, wen es wolle. Eine zweite Straße führt in die Nachbardörfer. Von Norden und Süden her gibt es nur schmale Pfade, über die man zu Fuß oder mit dem Pferd das Dorf erreichen kann. Es liegt inmitten fruchtbarer Felder. Bunter Weißdorn und riesige Walnuss- und Eichenbäume schmücken die Höfe und Wege und spenden Schatten. Manchmal, an heißen Sommertagen, sondern die Blätter der Eichenbäume eine süße, klebrige, honigartige Flüssigkeit ab. Die Kinder klettern auf die Bäume und lecken an den süßen Blättern. Ihre Eltern aber sammeln diese Blätter und kochen sie 3 Tage und 3 Nächte lang mit Wasser. Dann haben sie einen eingedickten dunkelbraunen Cellaki, eine Art Sirup. Er reitet durch den Staub einer eher unwirtlichen Gegend, sagen wir Wüste. Die Berge im Hintergrund haben wir in unzähligen Cowboy-Filmen gesehen. In dieser eher unwirtlichen Gegend, sagen wir Wüste, wohnen Indianer. Ihnen gehörte einstmals das Land. Jetzt gehört ihnen nur noch diese eher unwirtliche Gegend. Solange man dort nichts findet, Gold zum Beispiel, dann gehört sie ihnen auch nicht mehr. Dafür sorgt der Cowboy, der John, James, Clint oder Gary heißt. Die Moschee steht mitten im Dorf. Im Garten der Moschee wächst ein dicker, uralter Pappelbaum, der so hoch ist wie ein Kirchturm. Oben auf dem abgesägten Stamm ist eine kleine Holzterrasse. Frühmorgens steigt der Muezzin dort hinauf und ruft die Menschen zum Morgengebet. Nach dem Gebet melken die Frauen die Kühe und der Hirt führt die Herde in die Tiefebene, wo es viel saftiges Gras gibt. Hau, sagt der Indianer. Was willst du, Rothaut? Fragt John, James, Clint oder Gary. Mein weißer Bruder muss doch... Ich bin nicht dein Bruder, Rothaut. Weiß bin ich zwar, aber nicht dein Bruder. Ich könnte dich töten, wenn ich wollte. Wenn du das tust, werden andere kommen. Hunderte, Tausende. Du wirst uns nicht aufhalten können. Und wenn ich dich nicht töte, dann kommen sie auch. Und warum? Weil wir das hier haben. John, James, Clint oder Gary klopften sein Gewehr. Und weil wir viele sind, mehr als ihr. Deshalb haben wir das Recht oder nehmen es uns. Ihr könnt nichts dagegen tun. Weil ihr die Stärkeren seid? Weil wir die Stärkeren sind. Und wenn John, James, Clint oder Gary dann geht, hat er diesen Satz bewiesen. Es müssen nicht immer Indianer sein, mit denen er so umspringt. Auch Farmer oder Cowboys, Mexikaner oder Süd- bzw. Nordstaatensoldaten eignen sich dafür. Auf jeden Fall endet die Geschichte immer gleich. Der Sheriff oder Marshal oder Cowboy geht und hinterlässt die eine oder andere Leiche. Im Sommer gehen die Bauern in die Hochebene und leben in ihren Hütten. Dort fressen sich die Ziegen, Schafe und Kühe satt
und geben besonders viel und besonders gute Milch. Die Bauern machen daraus Rahm, Käse und Butter. Bei Einbruch der ersten Kälte kehren sie wieder ins Dorf zurück und alle haben genügend Vorrat für den Winter. Im Winter schneit es heftig und viel. Die Schneeflocken hüllen jedes Haus, jeden Berg, jede Straße, jeden Strauch ein, wie ein weißes, seidenes Tuch. Selbst die Bären und Wölfe finden im Schneesturm nichts zu fressen und kommen in der Nacht ins Dorf, um ein Schaf, eine Ziege oder eine Kuh zu reißen. Nur die mutigsten und stärksten Männer trauen sich dann hinaus, um ein Nachbardorf zu besuchen. Einige sind sogar im Schnee erfroren. In Thab ist der Winter die Zeit der Ruhe und des Erzählens. Alte und Junge, Frauen und Männer versammeln sich dann an einem Feuer und warten gespannt auf die Geschichten. Besonders die Kinder. In der Geschichte, die gleich folgen wird, gibt es auch solche Cowboys. Sie sehen nicht mehr so aus wie John, James, Clint oder Gary. Sie tragen eher Kleidung, die der unseren ähnelt. Aber sie denken wie die Cowboys. Nur der tote Indianer ist ein guter Indianer. Wobei es, wie gesagt, keine Indianer sein müssen. Stellen wir uns aber einmal vor, John lernt die Indianer besser kennen. James sitzt mit ihnen ums Lagerfeuer und raucht die berühmte Friedenspfeife. Clint isst mit ihnen, was sie essen, und Gary tanzt mit ihnen ihre Tänze. Das verändert die Cowboys manchmal. Da lassen sie dann ihren Colt stecken. Vielleicht. Geschichten können natürlich nichts verändern. Können sie doch? Die folgende sollte, auch wenn sie nur von Cowboys handelt und nicht von Indianern. Aber Indianer gibt es irgendwie überall auf der Welt. Cowboys leider auch. Es war an einem jener langen Winterabende. Das Feuer flackerte und malte Fratzen an die Wände. Kleine Zweige loderten hell auf, wenn die Flammen sie ergriffen, und immer wieder stoben Funken. Das war die richtige Zeit. »Vater«, baten die Kinder, »eine Geschichte, erzähle uns eine Geschichte.« So lange, bis sich der Vater geschlagen gab. Fast flüsternd begann er. Der Wald schien endlos zu sein. Die drei Männer kamen sich in ihm vor wie Ameisen. Aber das hätten sie nie zugegeben. Wow! Schaut mal hierher, diese riesigen Felsen. Eric! Wer da runterstürzt in die Schlucht, dem kann bestimmt keiner mehr helfen. Ich habe ja schon viel gehört von den kurdischen Bergen, aber ich wusste nicht, dass sie so wild und gefährlich sind. Kennedy! Wow! Seine Gefährten reagierten nicht. Sie waren mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt. Hey, Eric, Kennedy, was ist? Habt ihr keine Augen im Kopf? Ist doch einmalig, eine so vollkommene Gegend zu erleben. Fast wie in Texas. Eric hatte zwar auch Augen für die Natur, aber ihn interessierte viel mehr, ob hungrige Wölfe oder zornige Bärenmütter unterwegs waren. In so einer Wildnis konnte viel passieren. Und noch eine andere Sorge quälte ihn. Hast ja recht, John. Geht mir genauso. Nur fürchte ich, dass der Spaß gleich vorbei sein wird. Was willst du damit sagen? Was ist los? Ja, komm, raus mit der Sprache. Kein Grund zur Sorge, John. Ich muss mich nur wieder zurechtfinden. Verdammt, bei uns in Amerika gibt es schließlich auch Wälder. Aber jetzt hoffe ich, dass wir bald jemandem begegnen. Oder ein Dorf finden. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das heißt, wir haben uns verlaufen. Warum sagst du uns das erst jetzt? Ich will nicht durch deine Schuld Futter für hungrige Wölfe oder Schakale werden. Klar. Okay, Mann, tut mir wirklich leid. Ich habe es ja selber gerade erst bemerkt. Mach dir keine Sorgen, Kennedy. Wegen Wölfen und so. Wölfe und Schakale greifen keine Menschen an, habe ich gelesen. Irgendwie kommen wir schon durch. Hast du gelesen? Wir sind schließlich Amerikaner. Aber haben das die Wölfe auch gelesen? Und selbst wenn wir einen von diesen Kurden treffen sollten, glaubst du, der versteht uns? Die sprechen doch alle nur ihre eigene, unverständliche Sprache. Ich habe zu Hause ein Buch über Kurdistan gelesen und einige kurdische Wörter gelernt. Yek, Du, Se, Char, Bench, Shesh. Was heißt das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und verdursten können wir auch nicht, weil es hier nämlich viel Wasser geben soll. Beim nächsten Bach füllen wir unsere Feldflaschen auf. Schlimmer ist, dass wir nur noch etwas Fladenbrot haben.
Ein bisschen wenig für 3 ausgewachsene Männer. Shit. Das älteste Kind fragte, ob es wirklich Amerikaner gewesen waren. Nachdenklich und zornig sah der Vater in die Flammen. Es waren Amerikaner, daran erinnere ich mich genau. Sie waren schon seit einigen Monaten in Kurdistan. Erik war ihr Anführer und sie sagten jedem, der es hören wollte, dass sie Geologen seien. Wer wollte wissen, ob das stimmte? Vielleicht waren sie auch Missionare, die ihre Religion in einem entlegenen Tal verbreiten wollten. Oder gar amerikanische Spione. Vielleicht sagten sie auch die Wahrheit. Dann suchten sie vermutlich kurdische Bodenschätze für irgendwelche großen Firmen oder für die türkische Regierung. Und wenn sie Kupfer, Öl, Silber oder sogar Gold entdeckten, dann hatten die Kurden nichts davon. Alle Reichtümer wollen sie uns nehmen. Hauptsache ist, dass wir einem Hirten begegnen oder ein Dorf finden oder wenigstens ein Haus. Kurden sollen sehr gastfreundlich sein und nichts gegen Fremde haben. Hab gehört, dass sie für einen Vorbeireisenden sofort einen Truthahn oder ein Lamm schlachten. Seit Stunden träume ich davon. Vom Träumen wird man nicht satt, Eric. Ich hab die Nase voll. Dies ist ein beknacktes Land, in dem es nur ein paar mickrige, bittere, wilde Äpfel und Birnen zum Essen gibt. Ich sterbe schon vor Hunger. Was gebe ich jetzt für einen großen, schönen Big Mac und eine eiskalte Coke? Was soll ich denn machen? Du kannst auch bloß rummeckern. Wenn wir uns zusammenreißen, dann finden wir vielleicht, solange es hell ist, noch was zu essen. Und dann können wir uns auch ausruhen. Sie schleppten sich dahin. Aber Spuren menschlichen Lebens fanden sie nicht. Und als die Dämmerung herabsank, legten sie sich erschöpft und hungrig unter einen großen Baum. Ob es hier Giftschlangen gibt? Oder von großen Spinnen wimmelt? Lasst uns auf jeden Fall Wache halten. So einfach reinschlafen wie im Bett zu Hause ist nicht. Ich übernehme auch die erste Wache. Okay, John. Okay. Die beiden anderen brummten zustimmend. Zu mehr waren sie nicht mehr fähig. Und schon schliefen sie tief und fest auf ihren zusammengerollten Jacken. John saß am Feuer und starrte in die Dunkelheit. Gut, dass nicht Winter ist. Da würden wir ganz schön dumm aus der Wäsche gucken. Plötzlich nahm er das silbern glänzende Licht wahr, das Bäume und Gräser ganz unwirklich erscheinen ließ. Wow. Ist das eine wunderschöne Mondnacht? Das Licht und der Gesang der Vögel. Sowas habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Müdigkeit und der knurrende Magen waren vergessen. Das Mondlicht verzauberte die Nacht. Und warum haben die nicht im Wald was zu essen gesucht? Fragte eines der Kinder. Ja, ihr kennt euch da aus, antwortete der Vater. Wildrhabarber, großer Sauerampfer, die Stacheldistel und was man so alles essen kann. Und die Älteren von euch sind ja schon so geschickt, dass sie ein Steinhuhn oder einen Hasen fangen können. Aber die Amerikaner kamen aus großen Städten und so war ihnen alles fremd und feindlich. Sie hatten Angst, obwohl sie so groß taten. Vom Essen konnten sie nur träumen. Oh Mann. Aber das fehlt uns gerade noch, dass du uns krank wirst. Leute, halten wir noch ein bisschen durch. Dann finden wir heute bestimmt ein Dorf. Denk mal dran, wie klein dieses Land ist. Verglichen mit Amerika. Los, komm. Stimmt das? Fragte eines der Kinder. Ist Amerika viel, viel größer als Kurdistan? Ja, der Vater nickte nachdenklich. Aber egal, wie klein ein Land ist. Wichtig ist, dass die Bewohner sich nicht klein und unbedeutend machen lassen. John, was hast du? Was ist los? Ach, nichts. Nee, ist nichts. Gehen wir weiter. Naja, mir ist nur gerade bewusst geworden, wie verdammt schwer es ist, Fremder in einem Land zu sein. Du hast gelesen, die Menschen hier sind gastfreundlich, Eric, aber wissen wir, ob es stimmt? Immer wieder werden Menschen umgebracht, weil sie anders sind. Ist das nicht überall so? Lieschen, hört man das nicht jeden Tag? Auch bei uns in Amerika gibt es Hass und Gewalt. Du hast recht. Auch bei uns gibt es sehr arme und sehr reiche Leute.
Und unser Land ist oft mit Schuld gewesen an Krieg und Armut in den Ländern, aus denen die Menschen dann zu uns flüchten. Sie haben ihre Heimat verlassen, weil sie zu wenig zum Leben hatten. Keiner der beiden anderen sagte etwas. Seit 2 Tagen haben wir nichts mehr zu essen und sind schon ganz schwach. Ich kann mir zum ersten Mal vorstellen, wie das sein muss, arm zu sein, hungrig zu sein. Eine Weile gingen sie schweigend hintereinander her. Nur ihr Atem und ihre Schritte waren zu hören. So gingen sie, bis ihnen ein wilder Gebirgsbach den Weg versperrte. Ah, verdammt, und was machen wir jetzt? Na ja, Leute, unsere Richtung ist sowieso nicht ganz klar. Na toll! Irgendwo hat der Bach bestimmt eine schmale Stelle. Die müssen wir finden, dann können wir auf die andere Seite springen. Er wandte sich bachaufwärts und die beiden anderen folgten ihm. Es dauerte nicht lange. Na also, Freunde, hab ich doch gesagt, hier geht's. Und ohne zu zögern sprang Eric. Die beiden anderen hatten zwar Angst, aber das hätten sie nie im Leben zugegeben. John atmete tief durch, nahm Anlauf, sprang und landete auch sicher auf der anderen Seite. Kennedy tat so, als mache ihm die tiefe Schlucht, in der man unten das Wasser rauschen hörte, gar nichts aus. Aber er sprang zu kurz. Auf den feuchten Steinen der Felsenkante rutschte er ab. Er konnte sich nur noch schnell nach vorne auf den Bauch werfen und landete mit der Nase in der feuchten Erde. Seine Beine baumelten über der Schlucht. Hilfe! Zieht mich doch hoch! Die beiden anderen packten ihn an den Armen und zogen ihn auf dem Bauch über die Kante. Seine ganze Vorderseite wurde grünbraun vor Dreck. Du wiegst aber immer noch ganz schön. Das bisschen Hunger hat doch nichts genützt, was? Und waschen könnte dir auch nicht schaden. Ach, lasst mich doch in Ruhe! Es wird bald dunkel. Ich glaube, es ist am besten, nicht weiterzugehen, sondern hier zu übernachten. John ließ sich erschöpft gegen einen Baum fallen. Es raschelte. Dann platschte ihm etwas auf den Kopf. Au! Au, so ein matschiges Ding hat mich am Kopf getroffen. Aua! Was ist denn das? Nun, jammer doch nicht so. Lass lieber mal sehen, was das für Dinger sind. Kräftig schüttelte er den Baum. Früchte fielen, wie große Hagelkörner. Die 3 Männer bückten sich und suchten im Dunkeln. Hey, Freunde, die duften ja wie Feigen. Die Freude war riesengroß. Immer wieder schüttelten sie den Baum und aßen so viel sie konnten. Eigentlich hatten sie sich vorgenommen, wieder abwechselnd Wache zu halten. Aber selbst Eric war zu erschöpft, um noch daran zu denken. Mit vollem Magen schliefen sie alle ein. Mitten in der Nacht wachte John auf. Er hörte seltsame Geräusche und ein sonderbares Stöhnen. Was ist das? Wer ist denn da? Ich bin's. Oh, diese verdammten Feigen. Mein Darm hat Hochbetrieb. Ich muss immer wieder hinter die Büsche. John lachte mehr aus Erleichterung als aus Schadenfreude. Aber bald grummelte es auch bei ihm und er musste öfter hinter die Büsche, als es ihm lieb war. Eric erging es ähnlich. Die Düfte, die sie hinterließen, waren furchtbar. Sogar einige Vögel machten sich davon. Am nächsten Morgen hatten sich die Mägen und Därme wieder einigermaßen beruhigt. Die 3 verirrten Wanderer waren ziemlich wackelig auf den Beinen. Darum brauchten sie lange, um über einen Berg zu kommen. Oft mussten sie Rast machen und waren glücklich, als sie schließlich eine Quelle entdeckten. Nachdem sie ausgiebig getrunken und sich gewaschen hatten, legten sie sich schlafen. Weil ihre Erschöpfung so groß war, schliefen sie bis in die Nacht hinein. Wölfe. Die Wölfe sind da. Aufwachen! Wach auf, Kennedy! Cowboys haben keine Angst vor Wölfen. Mann, das ist kein Traum, Mann! Du hast vielleicht krumme Beine, aber deshalb bist du noch längst kein Cowboy. Das sind wirkliche Wölfe! Nur ruhig, John, nur ruhig. Ich habe sie auch gehört. Sie sind noch sehr weit von uns weg. Sie legten sich wieder hin, konnten aber nicht mehr einschlafen.
John blieb unruhig. Da, schau doch mal dorthin. Wow, wir sind gerettet. Auf der Hochebene sehe ich ein Licht. Was? Ja. Was ist ein Licht? Ein Licht! Ja. Unsere Hoffnung in der Wildnis! For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. Hey, Jungs, jetzt kommt mal wieder zu euch. Wir wissen doch gar nicht, ob es da jemanden gibt, der uns helfen kann oder will. Freut euch nicht zu früh. Stolpernd und schwankend marschierten sie in die Richtung des Lichts. Jetzt bleibt doch mal einen Moment stehen. Hört ihr das auch? Was denn? Was kann das sein? Was meint ihr denn? Jetzt seid doch mal still. Ich glaube, wir sind nicht weit weg von unserem Ziel. Das ist eine Melodie. Was ist das? Eine Flöte? Ach was, das wird eine Eule gewesen sein. Los, wir gehen weiter. Die Kinder lachten. Eule oder Flöte, das kann man doch nicht verwechseln. Eine Eule ist doch kein Singvogel. Und sie machten es vor. Das ist die Eule. Aber so klingt eine Flöte. Oh oh. Das hört sich nach großen Hunden an. Sie werden uns beißen! Oh shit! Kennedy konnte nichts sagen, denn er kletterte so schnell er konnte auf den nächsten Baum. Die beiden anderen hinter ihm her. Und kaum waren sie in sicherer Höhe, da sprangen auch schon 3 kurdische Kangal-Hunde unter dem Baum hin und her und bellten und knurrten. Ein Hirte stand atemlos unter dem Baum. Gurhaten. Beruhigte er die Hunde und bedeutete den 3 Männern, dass sie nun gefahrlos vom Baum steigen konnten. John beäugte noch misstrauisch die Hunde. Eric blickte den Hirten an. Kennedy verbarg sich hinter einem Ast. Der Hirte versuchte den 3 mit Händen und Füßen etwas zu erklären. Erst legte er den Kopf in den Nacken und heulte wie ein Wolf, so täuschend ähnlich, dass sich den 3 Abenteurern die Nackenhaare sträubten. Plötzlich aber meckerte er und sprang mit steifen Beinen herum wie ein kleines Schaf. Dann auf einmal bellte er wie vorher die Hunde. Eric schien zu verstehen, was der Hirte sagen wollte. Ich glaube, ich hab's. Er dachte, die Wölfe seien schon nah und wollten seine Lämmer fressen. Darum schickte er seine Hunde los und die haben uns gefunden. Der Hirt, der Chero hieß, nickte strahlend, als er sah, dass die 3 Männer sich beruhigten. Mit vielen Gesten lud er sie ein, ihm zu folgen, und sie gingen gemeinsam zu seiner Feuerstelle. Naan. Brot. Eric deutete auf seinen Magen. Esdesanem? Ich weiß, sagte Chero und dachte, jeder kann euch ansehen, dass ihr großen Hunger habt. Er holte aus seiner Stofftasche Schafskäse, Fladenbrot und Zwiebeln hervor und breitete alles auf einem Tuch vor den Gästen aus. Sie schlangen das Angebotene mit Heißhunger in sich hinein. Der Hirte molk auch einige Ziegen, erwärmte die Milch und die 3 tranken ausgiebig. Dann spürten sie, wie ihre Körper träge wurden und sie schliefen am Feuer ein. Die Sonnenstrahlen weckten sie am nächsten Morgen. Ein heißer Tag kündigte sich an. Jetzt geht's mir viel besser als gestern. Seht mal da. 3 gesattelte Pferde. Was suchen die denn hier? Es war Chero, der Hirte gewesen, der die 3 Pferde in einem nahegelegenen Dorf besorgt und Vorrat zum Essen eingepackt hatte. Seine Freude über ihr Wohlergehen machte die 3 Männer verlegen. Jetzt kam er zu ihnen und umarmte und küsste sie zum Abschied. Dann zeigte er ihnen den Weg. Eric bedankte sich, so gut er konnte, mit den paar Wörtern, die er kannte. Dann sprangen sie auf die Pferde. »Kommt gut an«, rief Chero ihnen nach. Eine Weile ritten sie schweigend.
und zum ersten Mal schienen sie die Landschaft um sich herum zu bemerken. Bald tauchten die Häuser des Dorfes auf. Die Kinder sahen die Reiter als Erste, liefen ihnen entgegen und begleiteten sie voller Neugier bis zum Haus des Scheichs. Vater, was ist ein Scheich, wollten die Kinder wissen. Ein Scheich ist ein großer Gläubiger, ein Muslim. Euer Großvater war ein solcher Scheich. Er lebt leider nicht mehr. Haji Babu nannten wir ihn. Er hatte einen schönen, watteweißen, langen Bart. Die Leute fragten ihn, Seyda, warum schaust du beim Gehen immer auf den Boden? Er sagte, es laufen Ameisen und andere kleine Tiere herum und ich will sie nicht zertreten. Einmal sah er Kinder auf Ästen reiten und er sagte, meine Kinder, ihr sollt die Äste nicht abreißen, denn sie haben auch ein Leben. Einmal lockte ein Bauer einen Wolf in die Falle und am nächsten Tag hetzten einige Zuschauer ihre Hunde auf ihn, um zu sehen, ob sie auch die Herde vor Wölfen schützen könnten. Viele Leute guckten zu. Als Haji Babu kam, sah er den verletzten Wolf. Er begann zu weinen und seine Tränen tropften in den Schnee. »Lasst den Wolf sofort frei«, rief er, und der Wolf verschwand in den Bergen. Haji Babus Familie hatte ein fruchtbares Stück Weideland. Einmal kam ein anderer Scheich und behauptete, dass ihm dieses Weideland gehöre. Haji Babu lächelte ihn nur an. Als der andere Scheich aber sagte, Gott weiß es, das Weideland gehört mir, gab er es ihm. Er war ein weiser Mann. Aber denkt nicht, dass alle Scheichs gleich sind. Viele von ihnen haben den Bauern ihre Felder und Tiere weggenommen. Haji Babu zlameki zanabu. Le nefekrin ku hemushich minaheben. Gelakan jwan erdu devarin gundian jwan standene. Und was war mit den 3 Amerikanern? Sind sie zum Scheich gegangen? Fragten die Kinder. Oh ja, fuhr der Vater in seiner Erzählung fort. Und der Dorfscheich empfing die Amerikaner sehr freundlich. Ihr seid willkommen. Hun Becher hatten er. Nach kurzer Zeit hatten sich auch mehrere Dorfbewohner beim Scheich eingefunden. Einer von ihnen konnte sogar ein wenig Englisch, sodass sich alle verständlich machen konnten. Die 3 Fremden erzählten, wie sie sich verirrt hatten und von Chero, dem Hirten, gefunden worden waren. Und ihre Geschichte wurde weitererzählt und bald wusste das ganze Dorf, was geschehen war. Während alle noch lachten, zog ein köstlicher Duft durch den Raum, der gutes Essen ankündigte. John, Eric und Kennedy freuten sich auf Fleisch am Spieß, denn sie hatten keine andere Vorstellung von kurdischem Essen. Was aber wurde auf einer großen Platte hereingetragen? Eine Unmenge kleiner brauner Bällchen. Alle Dorfbewohner freuten sich, sie deuteten auf die Bällchen, sagten immer wieder Küfte und boten ihren Gästen an, sich zu bedienen. Kennedy biss herzhaft in eines der Bällchen hinein. Die Dorfbewohner kicherten. Sie hatten selbst schon erlebt, was geschieht, wenn man in frische, warme Kirfte hineinbeißt. Zisch, machte es. Kennedy schrie erschreckt auf und schaute dann an sich herunter. Eine Spur des guten Nierenfettes, mit dem die Weizengrützebällchen gefüllt waren, zog sich auf seinem Hemd nach unten. Kennedy guckte. Er kaute, er schluckte und langsam erschien ein Lächeln auf seinem Gesicht. Er steckte sich den Rest in den Mund. Also, das schmeckt ja toll. Das ist richtig lecker. Ja, Kirfte sind gut. Ein paar Tage ruhten sich die Amerikaner aus und erholten sich rasch, denn sie genossen beste Pflege und Gastfreundschaft. Dann wurde Eric zum Scheich gerufen. Strahlend kam er zurück. Der Mann, der Englisch kann, hat für uns Fahrkarten nach Bidlis besorgt. Wir werden morgen früh mit einem Kleinbus fahren und dann können wir unsere Arbeit wieder aufnehmen. Es war ein herzlicher Abschied. Lange noch sahen die Amerikaner aus dem Bus die winkenden Dorfbewohner hinter sich. Und sie dachten an die Worte des Dorfältesten. Ein Tag ohne einen Gast ist ein verlorener Tag. Diese Warmherzigkeit und Gastfreundschaft werde ich nicht vergessen. Ich habe von den Menschen hier viel gelernt.
Die beiden nickten zustimmend. Auch John und Kennedy waren froh über das, was sie erlebt hatten. Der Vater schwieg. »Woher kennst du diese Geschichte?« fragte der Jüngste. Der Vater lächelte. »Weil ich sie selber erlebt habe. Ich war noch ein junger Mann, als die 3 Amerikaner ins Dorf kamen.« »Aber es hätten doch auch Feinde sein können«, riefen die beiden Mädchen. »Ja, da habt ihr recht. Wir wussten es nicht und wir haben sie nicht gefragt, wer sie waren. Bis heute weiß es keiner.«